Der apokalyptische Kampf gegen den Schöpfer. Unser Hauptthema. Wir kommen heute zu Dinosaurier in der Bibel. Interessiert ja alle. Na, Dinosaurier gehören auch zu den interessanten Tierchen, mit denen Kinder gerne spielen oder Bücher darüber lesen. Ist eigentlich faszinierend. Dinosaurier. Und die Frage ist eben, gibt es Dinosaurier in der Bibel? Und der Frage wollen wir nachgehen. Zuerst ein explosives Thema, denn wir kommen zum sogenannten Bombardierkäfer. Wir sehen hier eine Kröte und die Sequenz ist ja 1, 2, 3 und 4 hier auf unserer kleinen Montage. Wir sehen, wie diese Kröte ihr Mittagessen sieht und dann eben blitzschnell mit der klebrigen Zunge in den Schlund, in diesen riesen Maul zieht. Und jetzt müsste unser Käfer also gute Nacht sagen. Jetzt wäre es vorbei. Aber auf dem Nummer 3 von unserer Montage sehen wir, wie die Kröte rumsappert. Alles ist feucht, die Zunge hängt raus. Das werden wir nie sehen bei einer normalen Kröte, denn das geht so blitzschnell, wenn die ihre Zunge rausschleudert und ein Insekt runterwirkt. Das geht alles blitzschnell. Aber hier ist was Unvorhergesehenes passiert. Denn unser kleiner Freund, dieser Laufkäfer, der hat eine Geheimwaffe. Eine Geheimwaffe, das sehen wir hier rechts unten, dieser Bombardierbeetle, also dieser Bombardierkäfer, der schießt, der hat eben 2 Drüsen und da kann der 2 hochkorrosive Chemikalien herstellen, wenn er in Stress gerät. Und dann, um sich zu verteidigen, so wie wir Adrenalin produzieren, produziert er hier 2 Chemikalien, die dann in den sogenannten Explosionssack gedrückt werden. Und wenn die dort vermischt werden, explodieren diese 2 Chemikalien. Explodieren. Darum heißt er auch Bombardierkäfer. Und den gibt es also tatsächlich, diesen Bombardierkäfer. Hier so der nochmal in groß und auch was der da produziert. Und aus der Familie der Laufkäfer. Ja, hier nochmal, wenn er losschießt. Und da gehört sehr viel dazu, dass der sich nicht selber erschießt oder sein Weibchen abschießt oder irgendwie was Dummes macht. Mit dieser Fähigkeit eine Explosion hervorzurufen. Und mein Sohn, der Benoni, der hat mir mal aus einem Indianerreservoir, hat er mir einen Bombardierkäfer mitgebracht. Ja, und da war ich sehr froh, denn ich hatte da schon Jahrzehnte über diesen Bombardierkäfer geredet und hatte aber noch nie mit einem gespielt. Und diesen lebenden Bombardierkäfer, den habe ich dann gestresst, ich habe hinten drauf gedrückt, habe ihn ein bisschen geärgert und dann hat er mir tatsächlich hier, so sah er mein Finger aus, hat er mir den Finger etwas angebrannt. Zusätzlich kommt da eine Gasmischung raus, die so furchtbar stinkt, wie ich das bei keinem Käfer jemals im Leben gerochen habe. Und ich habe auch schon mit vielen Käfern gespielt. Also was ganz Besonderes, dieser Bombardierkäfer. Jetzt ist natürlich die Frage, die logische Frage ist folgende. Kann es da nicht sein, wenn es heute so Insekten gibt, die Explosionen hervorrufen können, kann es da nicht sein, dass es große Saurier gegeben hat, die Feuer gespuckt haben, nämlich die sogenannten Drachen? Denn es gibt so viele Geschichten über diese Drachen in verschiedenen Völkern und so viele Geschichten, wie Menschen diese interessanten Reptilien getötet haben, weil sie eine Gefahr für Menschen wurden. Kann es sein, dass es den Drachen wirklich gab und dass Menschen diese Drachen gekannt haben? Also Dinosaurier in der Bibel. In Hiob 41, da wird Folgendes erwähnt, da wird ein Leviathan erwähnt. Da wird Folgendes gesagt im Vers 10, sein Niesen erzeugt Licht. Im Vers 11, aus dem Rachen Fackeln und Feuerfunken. Im Vers 12, aus den Nüstern, also aus der Nase, Rauch. Vers 13, sein Atem zündet Kohlen an.
Ja? Vers 24, er hinterlässt eine Leuchtspur. Und Vers 19, Eisen hält er für Stroh und Kupfer für morsches Holz. Das im Hinblick auf die Waffen, die ja der Mensch immer irgendwie fabriziert hat. Und er hat ja dadurch auch alle Tiere, die es gibt, besiegt. Bis zu den größten. Zum Beispiel die Walfänger. Ja, also das heißt praktisch hier, dass dieser Leviathan, den konnte man nicht verletzen. Der war unbesiegbar. Speere konnten ihm nichts anhaben und auch keine Schleudersteine, die ja praktisch fast schon wie ein Schuss waren. Denken wir, wie David den Goliath erledigt hat, dass dieser Stein ja direkt in seinen Schädel eingedrungen ist und der ist dann blitzschnell gestorben, dieser Riese. Ja, manche Bibeln übersetzen den Behemoth, der im Kapitel vorher vorkommt, als Nilpferd. Aber wir wissen ja, dass Nilpferde auch besiegt wurden. Es heißt übrigens, dass der Behemoth einen Schwanz wie eine Zeder hat, also einen riesen Schwanz. Und wir wissen ja, dass das Nilpferd nur so ein Schwänzchen hat, ähnlich wie ein Schwein. Und hier eine Abbildung, wie die Ägypter eben Nilpferde gejagt haben. Andere Bibeln übersetzen dann eben auch den Leviathan als Krokodil. Auch Studienbibeln, auch sehr gute Bibelübersetzungen versuchen die hebräischen Worte Behemoth eben als Nilpferd zu übersetzen und den Leviathan als Krokodil, weil das eben nahe liegt, wenn man an den Orient denkt, was könnte es da für ein Tier gegeben haben, ne, und so weiter, also das Krokodil. Nur wissen wir aus der Geschichte, dass sogar eingeborene Krokodile gejagt und besiegt haben und aufgegessen haben, getötet haben. Ja, mit einfachsten Mitteln sind die zusammengestanden, wie hier eine Abbildung, wie ein Krokodil oder wie Krokodile gejagt und besiegt wurden. Ja, sogar Walfänger, da gab es zum Teil ganz primitive Jagdmethoden, wie dieser Mann hier, dieser sehr mutige Mann, vom Schiff runterspringt mit einer Harpune, mit einer Holzharpune. Das ist keine Eisenharpune. Also da wurden Wale erlegt, auf diese Art und Weise. Die Bibel sagt eben, dass alle Tiere vom Menschen gejagt wurden und gezähmt wurden. Ja, oder Elefanten. Hier eine Abbildung, auch von Eingeborenen in Afrika, wie sie Elefanten gejagt haben und getötet haben. Es gab sogar Pygmäen in Afrika, oder gibt es noch, und die sind eben unter die Elefanten gerannt und haben von unten das Herz vom Elefant mit einem Speer durchbohrt und dann ist er eben tot umgefallen. Also wir merken, das klappt nicht so richtig, den Behemoth als Nilpferd auszulegen und eben auch den Leviathan als Krokodil. Denn der Leviathan war unbesiegbar. Und eben, wir haben so viele Geschichten, die gehen bis ins späte Mittelalter. Geschichten von Menschen, die Drachen erlegt haben. Ja, auf interessante Weise. Aber jetzt nochmal zu diesem Leviathan, der also normalen Waffen war der unbesiegbar. Und da schreibt dieser Paläontologe, der also mit Versteinerungen arbeitet, der Thorsten Scheier hier, der hat hier herausgefunden, dass der Aufbau der Dino-Panzerplatten, der sei sehr viel komplizierter gewesen als die Knochenpanzer heutiger Krokodile oder Schildkröten. Einige Panzer ähnelten frappierend heutigen Verbundwerkstoffen, wie sie in schusssicheren Westen eingesetzt werden. Schusssichere Westen. Unter dem Mikroskop konnte man feststellen, dass in den Knochenkalk des Saurierpanzers Kollagenfasern eingewebt waren, die dreidimensional ineinander verwobene Matten bildeten. Innerhalb jeder Matte verliefen die Fasern parallel. Die Fasern waren aber um 45 Grad gegen die umgebenden Matten verdreht. Die Panzer erreichten so in jede Raumrichtung eine enorme Stabilität. Nach ähnlichen Prinzipien seien heute die Verbundwerkstoffe aufgebaut, aus denen beispielsweise die Rotoren von Windkraftwerken oder eben schusssicheren Westen bestehen. Nur dass dort Glas- und Kohlefasern anstelle der Kollagenmatten treten. Also, dieser Wissenschaftler
führt uns in die richtige Richtung. Er sagt also, dass es Dinosaurier gegeben hat, die hatten einen Panzer, den man mit schusssicheren Westen vergleichen kann. Wir wissen ja auch, diese Windmühlen, die modernen stromerzeugenden Windmühlen, das sind ja riesen Rotoren. Da gibt es welche mit über 40 Metern. Und damit die sich nicht verbiegen und abbrechen, werden da ganz besondere Verbundstoffe eingesetzt, die eben immer um 45 Grad verdreht werden, diese Matten. Also hier sehen wir etwas von der Größe dieser modernen Windmühlen. Manchmal sehr schwierig zum Transportieren, wie hier, ein riesen Flügel. Oder schusssichere Westen, die ja gerade von Soldaten getragen werden, die Leben retten. Schusssichere Westen. Und es gab also Dinosaurier, die hatten Panzer, die ganz anders aufgebaut waren wie Krokodile, also der Panzer der Krokodile oder auch von Schildkröten. Und das ist äußerst interessant. Ja, es gibt auch interessante Hinweise aus der Geschichte, Höhlenmalereien, wie hier in Zentralamerika. Hier sehen wir einen Dinosaurier. Woher kannten diese Indianer, diese Eingeborenen, diese Dinosaurier? Oder hier ein Rollsiegel aus Babylon, wo wir sehen, da steht ein Mann mit einer Waffe, sieht aus wie eine längere Sichel, und der bekämpft hier einen Drachen. Der ist zwar ein bisschen eine mystische Darstellung, aber es könnte sich ja um einen Flugdrachen gehandelt haben, um einen Pterosaurier. Und wir haben eben viele Geschichten. Oder hier eine Skulptur von einer Frau mit einem Tier, das hat gewisse Ähnlichkeiten mit einem Krokodil, allerdings nicht dieser Rückenkamm und auch nicht der Kopf. Das sieht mehr aus wie ein Pferdekopf. Also der geht nicht lang wie ein Krokodil, sondern ist nach unten gebeugt. Dann gibt es auch sehr interessante Studien, das kann man im Internet nachlesen, dass man eben auch in versteinerten Dinosaurierknochen noch Blutzellen gefunden hat. Rote Blutzellen und weiches Material. Weiches Material, das garantiert nicht 70 Millionen Jahre alt ist. Man hat gewisse Schätzungen angestellt und kommt bis maximal, obwohl das alles sehr relativ ist, maximal bis 1 Million Jahre, dass sich irgendwelche Dinge so erhalten könnten. Also, diese Knochen müssen viel jünger sein, wie das von den Wissenschaftlern veranschlagt wird. Denn heute hat man ja eine ganze Zeitskala. Man sagt, der und der Saurier, der hat da und da gelebt, dann untersucht man die Knochen ja überhaupt nicht mehr. Das wird heute so veranschlagt, findet man einen Knochen von dem Saurier, der ist 220 Millionen Jahre alt. Da wird nicht geschrieben 219 Millionen oder 221 Millionen, 220 Millionen. Und man sagt ja, wenn man etwas nur genug wiederholt, dann glauben das die Leute. Ja, und das ist eben sehr schlimm, wenn das Verhalten vieler Wissenschaftler genauso aussieht, wie dieser Mann, der seinen Kopf in den Sand steckt, dass man einfach gar nicht mehr über den Rand der Evolutionstheorie hinausschaut und auch nicht mehr hinausschauen darf. Denn jegliche Kritik wird sofort verketzert. Das beste Wort ist verketzert. Denn die Evolutionstheorie, ja, die könnte man auch als Evolutionstheologie bezeichnen. Und ich habe dieses interessante Foto gefunden von dieser Krake, die hat sich hier in einer Schneckenschale versteckt. Und ich denke, irgendwo ist es auch für die Evolutionstheorie gilt das, Flucht vor Gott in diesem Schneckenhäuschen. Ja, die Evolutionstheorie ist ein Schneckenhäuschen. Evolutionstheologie. Das ist in Wirklichkeit eine Religion, wir merken das genau, das ist eine Diktatur. Wer irgendwie dagegen spricht, ist schon wissenschaftsfeindlich, ist ein Fundamentalist und was weiß ich alles, lebt hinter dem Mond, ist eine Gefahr für die Menschheit und es wird heute keine Kritik angenommen, die die Evolutionstheorie irgendwie in Frage stellt. Ja, interessant ist auch, dass in Hiob 7,12, wir haben schon erwähnt, eines der ältesten Bücher der Bibel, da sagt er Hiob plötzlich mitten in seinem Leiden, sagt er zu Gott, bin ich denn ein Meer oder ein Seeungeheuer aus der Tiefe, dass du eine Wache gegen mich aufstellst? Dieses Seeungeheuer, das heißt ja in Hebräisch Tannin, das kann Drache bedeuten, Seeungeheuer oder eben auch Dinosaurier. Dinosaurier ist ja eben ein sehr modernes Wort.
Das gab es früher nicht. Also da kamen damals Seeungeheuer aus dem Meer heraus und die stellten eine Gefahr dar, dass nämlich Wächter am Strand aufgestellt wurden gegen diese Gefahr. Und es kann eben kein Wal sein, kein großer Wal gewesen sein, denn ein gestrandeter Wal stellt ja für niemanden eine Gefahr dar. Das waren andere große Tiere, Seeungeheuer. Und auch die Aborigines in Australien, die ja ihre ganzen Traditionen mündlich weitergeben, die haben immer von einem Seemonster geredet, das ihre Vorfahren gekannt haben. Und haben das genau beschrieben und eines Tages hat dann jemand darum gebeten, dass diese eingeborenen Aborigines doch eine Zeichnung machen möchten von diesem Monster, so wie es überliefert wurde. Und dann haben die hier einen Plesiosaurier gezeichnet und zwar perfekt. Unten rechts eine kleine Versteinerung von einem Plesiosaurier, also einem Wassersaurier, Und wir sehen oben diese großen Flossen und auch diesen langen Hals und anscheinend wurden die gefährlich für die Menschen, denn hier wurde auch ein Mann dargestellt, den dieser Plesiosaurier aufgefressen hat. Also eine sehr einfache Zeichnung, aber zum Teil sehr detailliert. Ja, und es gibt auch viele Höhlen- und Wandmalereien. Man sieht da verschiedene Dinge. Links ganz klar ein Dinosaurier, links in der Mitte auch wieder ein Dinosaurier, unten was Römischeres von früher, auch komische Tiere, die da abgebildet sind. Rechts oben ein gehörntes Tier mit diesem Rückenkamm, auch ganz komisch. Und rechts unten dann nochmal Jäger. Und das sieht man eben links oben auf dieser Zeichnung, rechts unten Dinosaurier. Ja, und das wird heute alles unter den Tisch gekehrt. Wird einfach auf dem Altar der Evolutionstheorie geopfert. Das kann nicht sein, das gibt es nicht. Menschen haben nicht mit Dinosauriern zusammengelebt. Hier ein Tempel in Kambodscha, der wurde aus Sandstein wurden die gemeißelt und an einem Türeingang sieht man verschiedene Tiere. Die meisten kennen wir heute, aber eines der Tiere hier am Ende des roten Pfeiles sieht aus wie ein Stegosaurier. Ganz interessant. Plötzlich unter normalen Tieren dieses ausgestorbene Tier, das aber hier anscheinend, also zu der Zeit, wo das eingemeißelt wurde, kannten die Menschen das. Ja, überall findet man ja auch Fußspuren von Dinosauriern. Wir waren schon in Brasilien in einer Gegend, das heißt das Tal der Dinosaurier, da gibt es 21 verschiedene Fußspuren von also verschiedenen Dinosauriern. Das ist ganz interessant, diese Schicht hier, wo dieser Dinosaurier durchgelaufen ist und die dann eben versteinert ist, sieht aus wie ein alter Asphalt, wie alter Teer, der total zerrissen ist. Also das waren riesen Fußspuren. Man hat dann versucht, diese Tiere eben nachzustellen und so sahen die eben aus. Der eine mehr so ein großer Tyrannosaurus Rex und der andere so ein kleines Tierchen. Das könnte man sich auf jeden Fall noch als Haustier halten. Und man hat dort auch Millionen Fische gefunden, auch im Nordosten Brasiliens, im Süden vom Staat Ceará. Millionen Fische. Sogar Sorten, die es heute gar nicht mehr gibt. Ein klarer Hinweis auf die katastrophale Sintflut, wo ganze Schlammlawinen, Riesenmengen von Fischen verbackt haben und erstickt haben und verschüttet haben. Und die werden dort heute eben zum Teil gefunden und ausgegraben. Manche riesige, schöne, große Versteinerungen. Ja, all das klare Zeugnisse auch von der Sintflut. Gott wird ganz klar durch die Schöpfung wahrgenommen. Denn die Bibel sagt eben, Gott hat alle Tiere am 5. und 6. Schöpfungstag geschaffen. Eisen hält er für Stroh und Erz oder Kupfer für faules Holz. Wir müssen uns das vorstellen, ein Tier, das keine Angst hat. In Hiob 41 wird ausgeführt, dass dieser Leviathan der König der Tiere war, geschaffen, um nie Angst zu haben. Es war also nicht der König, der Löwe als König der Tiere, sondern das war der Leviathan und der war unbesiegbar. Er hatte also dieses ganz besonderen Panzer, ein ganz fantastisches Tier, wie wir am Anfang gelesen haben, wo Rauch rauskam, wo Funken rauskamen, wo Feuer rauskam, der sogar Kohlen angezündet hat. Die hat man nachher gefunden, angezündete Kohlen auf dem Pfad, wo dieser Leviathan gelaufen ist.
und er hat sogar einen Leuchtschleim hinter sich gelassen. Das war also ein lebendes Feuerwerk, ein fantastisches Tier. Ohne Zweifel, die Menschen kannten Dinosaurier. Woher kommen diese ganzen Legenden von den feuerspeienden Drachen weltweit und von anderen Monstern? Ist klar, dass Adam und Eva eben nach ihrer Schöpfung die gesamte Tierwelt gekannt haben und eben auch mit Dinosauriern zusammengelebt haben. Und am Anfang waren die ja alle friedlich. Da gab es keine Gefahr für die Menschen, weder von Tieren noch von der Natur. Sie konnten sogar alle Pflanzen essen, alle Samen essen, da gab es überhaupt nichts Giftiges. Das war alles sehr gut torfmiert. Ja, und was sagen die Wissenschaftler? Anstatt eben Gott die Ehre zu geben, es gibt eben Prozesse, die wir heute noch nicht verstehen. Aber in Millionen oder Milliarden Jahren ist praktisch alles möglich. Die Selbstorganisation und Höherentwicklung der Natur ohne Gott ist unleugbar. Und das ist jetzt langsam, wird es immer lächerlicher, gerade in Bezug auf die Information im DNA. Ja, und das sind eben die Versuche der Selbstbefreiung, wo der Mensch eben ohne Gott sich selber befreien will oder das Paradies nachbilden möchte. Und dazu dienen ja sogenannte Raubkopien. Raubkopien von der Bibel, vom Gottesreich, vom zukünftigen Friedensreich, vom Messias. Wir sehen ja selbst in Filmen von Hollywood immer wieder diese Retterfiguren, ja, die dann immer wieder auch andere ganz knapp noch erretten zum Schluss. Große Helden, Supermänner, ja, die immer wieder auch gegen das Böse kämpfen. So sehen wir politische Ideologien. Der Kommunismus zum Beispiel ist ganz klar messianisch. Ja, wenn man an Karl Marx denkt, ein Jude, der ja gesagt haben soll, er will sich nur an dem rächen, der da oben ist. Und wir merken, wie diese kommunistische Ideologie messianisch ist, wie man da die Welt retten will und die Welt verbessern will. Oder eben auch durch rein menschliche Weisheit, menschliche Philosophien, wo man denkt, da könnte man den Menschen irgendwie helfen, ihn weiterentwickeln und so weiter, Probleme lösen. Ist ja zum Teil möglich, aber eben nicht das Problem der Verlorenheit und der unvergebenen Sünden und der menschlichen Sinnlosigkeit ohne Gott. Oder eben auch die atheistischen Aspekte der Wissenschaft. Ja, auch gegen die haben wir als Christen im Auge. Nicht die Wissenschaften an sich, aber die atheistischen Aspekte, die ja auch Versuche der Selbstbefreiung sind. Die sagen, nein, ohne das, wir schütteln alles ab, das ist nur ein Zwang, Religionen und so weiter, und wir schaffen dann den Himmel auf Erden. Und eben auch die Religionen. Denn wenn wir Religionen mit der Bibel vergleichen, dann merken wir genau, was wirklich von Gott kommt und was eigentlich von Menschen fabriziert wurde oder sogar von Dämonen. Also das Stichwort Raubkopien, Versuche der Selbstbefreiung, die, wenn wir in die Welt schauen oder auch in die Vergangenheit, alle fehlgeschlagen sind. In diesem apokalyptischen Kampf gegen den Schöpfer. Der Schöpfer, der alles genial geplant hat. Ich meine, Römer 1,25 sagt, sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen anstatt dem Schöpfer. Also Gott wurde ausgetauscht durch den Menschen. Der Mensch ist heute das Mittelpunkt seines Weltbildes. Und wenn wir das so anschauen, auch die Evolutionstheorie, ja, da können wir sagen, da sind wir ja so in bester Gesellschaft. Denn wir merken, dass nicht mal die heidnischsten Völker so abgesackt sind wie wir heute. Denn die haben wenigstens noch geglaubt, dass wir von Göttern abstammen. Und heute sagt man, nein, wir stammen von affenähnlichen Vorfahren ab. Und das ist schon echt traurig, wo wir hingekommen sind, ja, mit diesen ganzen Urmenschen. Und wir müssen eines ganz klar feststellen. Wenn man Knochen findet, Versteinerung, manchmal ist es ja nur ein Zahn, ein paar Stückchen von einem Kiefer oder von einem Schädel oder andere Knochen und dann werden ganze Lebewesen nachgebildet, da liegt es natürlich auch an der Tendenz des Künstlers oder der Wissenschaftler, die ihm sagen, wie er es zu malen hat, ob man dieses Wesen dann menschenähnlich macht oder affenähnlich. Und es ist ganz klar, wenn wir heute Fossilien finden, dann sagen wir aufgrund der Bibel, entweder sind es Fossilien von Menschen oder Fossilien von Affen, aber nicht von Affenmenschen, denn die gab es nie.
Also ganz klar, wenn wir zum Beispiel daran denken, dass es ja auch prähistorische Orang-Utans gab, man hat auch da Knochen gefunden von diesen Orang-Utans, die gewaltig waren. Also links oben, da haben wir eine Gegenüberstellung von diesem riesen Orang-Utan, links in der Mitte der Mensch und rechts der moderne Orang-Utan. Oder rechts unten eine künstlerische Darstellung von diesem Ur-Orang-Utan. Ist ja klar, wenn man da Knochen findet, da denkt man vielleicht an Riesen oder an irgendwas, aber es waren eben ausgestorbene Menschenaffen. Ich sage das nicht gern, das Wort Menschenaffen. Das klingt nämlich gar nicht gut, sagen wir mal, von diesen Riesenaffen. Also, und auch eben viele Menschenrassen sind zum Teil auch ausgestorben. Zum Beispiel diese Riesen. Von diesen Riesen gibt es heute keinen einzigen mehr. Es gibt heute krankhaftes Wachstum bei gewissen Menschen, aber es gibt diese Riesen, die die Bibel erwähnt, eben nicht mehr. Oder auch andere Menschen, ja, wo man eventuell Knochen findet, die etwas stabiler wie wir waren, und dann denkt man vielleicht, na, das könnte vielleicht ein Affenmensch gewesen sein. Nein, gibt es nicht. Entweder Menschen oder Affen. So offenbart uns das die Bibel. Also dieses ganze verrückte Durcheinander, das zeigt eben, dass die Wahrheit durch die Lüge vertauscht wurden. Gott wurde vertauscht. Ja, und Jeremia 2,27 offenbart was ganz Besonderes. Da geht es zwar um Götzendienst, aber das merken wir auch, dass auch der Darwinismus und die atheistischen Aspekte der heutigen Wissenschaft ganz klar Götzendienst sind. Ein Rückfall ins alte Heiligtum, Rebellion gegen Gott, der apokalyptische Kampf gegen den Schöpfer, die zum Holz sagen, du bist mein Vater, und zum Stein, du hast mich gezeugt. Die sagen also zum trockenen Holz, du bist mein Vater, und zum Stein, das ist ja aus dem Reich der Mineralien oder tote Materie, du hast mich gezeugt. Denn sie kehren mir den Rücken zu und nicht das Angesicht. Das ist also Flucht vor Gott. Gott sagt, die rennen von mir davon in diesen Götzendienst, indem sie Götzen angebetet haben, aus Holz und Stein. Aber wenn wir an die Evolutionstheorie denken, die auch sagt, dass in dieser Ursuppe eventuell durch einen Blitzeinschlag die ersten einfachen Bausteine des Lebens entstanden sind, da merken wir, das ist genau auf der gleichen Ebene. Die zum Holz sagen, du bist mein Vater, und zum Stein, du hast mich gezeugt. Und das hat Jeremia immerhin vor 2500 Jahre vor Charles Darwin geschrieben. 2500 Jahre. Also wir merken, dass die atheistische Wissenschaft heute nur die Fortsetzung von dem ist, von diesem finsteren Heidentum, Flucht vor Gott. Und das Ende wird dann sein, dass, wie es in Offenbarung 6, 15 und 16 steht, wenn dann Gottes Zorn ausgegossen wird, alle versteckten sich in den Klüften und in den Felsen der Berge. Und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen, fallet über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes. Das sind auch Zitate zum Teil aus Hosea 10,8 und aus Jesaja 2, 10 und 19. Ganz interessant. Also wir merken hier, das ist ein furchtbares Gebet um Hilfe, nämlich das Gebet zur toten Materie, in dieser totalen Verzweiflung. Man schreit sogar die Klüfte, die Felsen und die Berge an, fallt über uns und verbergt uns vor dem Zorn Gottes und vor dem Zorn des Lammes. Das Lamm ist ja Jesus. Totale Verzweiflung. Und mein großes Anliegen ist, dass jeder, der das anhört und sich ansieht, dass wir nicht zu denen gehören, die bei diesem furchtbaren Gebet dabei sein werden. Denn wenn man dann mal zu den Bergen betet und zu den Felsen, dass sie über einen fallen sollten und uns vor Gottes Zorn verbergen sollten, dann ist es zu spät. Dann ist es zu spät. Deswegen sollten wir Jesus annehmen, bevor es zu spät wird. Zu spät ist. Ja, und Jesaja 24, 3-6 sagt, die Erde wird völlig leer und ausgeplündert sein, denn der Herr hat das Urteil gefällt. Die Erde verfällt und verfault, der Weltkreis verwelkt und auch die Mächtigen gehen ein. Entweiht liegt die Erde unter ihren Bewohnern, denn sie haben Gottes Gesetz übertreten, seine Ordnungen missachtet und den ewigen Bund ungültig gemacht. Darum hat der Fluch die Erde versehrt und die Bewohner büßen für ihre Schuld.
Wir sollten also bei all dem Durcheinander heute, auch den Naturkatastrophen, auch Pandemien, sollten wir in erster Linie an Gottes Reden denken. An Gottes Reden. Auch als Strafe, weil eben Gottes Gesetze, Ordnungen übertreten werden und verändert werden. Und in Offenbarung 11,18 heißt es, und dein Zorn ist gekommen, um zu richten und um die zu verderben, welche die Erde verderben oder zerstören. Denken wir da nicht nur an gewisse Dinge, die die Umwelt zerstören oder sogar das Überleben in Frage stellen, sondern denken wir auch an die Sünde des Menschen, die ja noch viel gravierender ist. Der apokalyptische Kampf gegen den Schöpfer. Und die Bibel bezeugt uns, auch wenn wir an dieses schreckliche Gebet gedacht haben, Gott liebt uns. Jesus hat gesagt, der ja viele Zeichen und Wunder getan hat und dadurch seine Göttlichkeit bewiesen hat, er hat gesagt, ihr seid viel mehr wert als die Lilien auf dem Feld und als die Spatzen. Er sagt, kein Spatz fällt vom Himmel, ohne dass Gott es weiß und bewirkt. Also wir sind ja viel mehr wert als die Blumen und die Tiere, denn wir sind ja im Angesicht Gottes gemacht worden, im Bilde Gottes, und wir sind keine Zufallsprodukte. Und Titus 3,4 sagt, als aber die Güte und Menschenliebe unseres Heiland Gottes erschien, errettete er uns. Denn wir sind zwar alle Geschöpfe Gottes, aber wir werden erst zu Kindern Gottes, wenn wir an sein Wort glauben, wie Jesus damals schon gebetet hat. Ich bitte aber nicht allein nur für diese, sondern auch für die Menschen, die durch ihr Wort an mich glauben werden oder zum Glauben kommen werden. Deswegen spricht auch die Bibel von der Wiedergeburt. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, welche nicht nach Abstammung, noch durch menschliches Wollen, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Ganz wichtig. Oder Jesus sagt in Johannes 5, 24 bis 25, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hinübergegangen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die Toten werden die Stimme des Sohnes Gottes hören und die sie hören werden, die werden leben. Das ist unser Anliegen, dass diese Stimme von Jesus gehört wird, durch die Bibel, durch sein Wort, durch auch die vielen Bibelverse, die wir zitieren, mit Jesus vom Tod zum Leben. Welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 1. Timotheus 2, Vers 4. Die Bibel sagt auch, dass der Mensch eben was ganz Besonderes ist, dass Gott Zeiten und Grenzen gesetzt hat, den Menschen gesetzt hat, damit sie Gott suchen und finden möchten. Und zwar auf der ganzen Welt. Er hat schon alles vorbereitet. Unsere Lebensdauer, der Platz, wo wir geboren wurden, in welchem Land wir geboren wurden, in welcher Sprache wir aufwachsen. All das sind Vorbereitungen, damit sie Gott suchen und finden möchten. Und Paulus fährt dann fort in Apostelgeschichte 17, 27, damit sie Gott suchen und finden möchten. Denn er ist nicht fern von einem jeden von uns. Ganz wichtig. Denn ohne Gott ist das ganze Leben ein großer Betrug. Zuerst ist man zu jung, dann zu verliebt, dann zu besorgt, dann zu beschäftigt, dann ist man plötzlich zu alt und plötzlich ist es zu spät und der Mensch ist für ewig verloren. Deswegen brauchen wir Jesus. Deswegen hat Gott noch Geduld. Der Herr verzieht nicht die Verheißung, wie es etliche für einen Verzug achten, nämlich in Bezug auf sein Wiederkommen, sondern er ist langmütig gegen euch, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Das ist Gottes Liebe. Er spricht zu uns. Und das ist eben dieser Kampf gegen Gott, der bis in die Offenbarung geht. In Offenbarung 14, 6 bis 7 schickt Gott ganz speziell einen Engel, der zu allen lebenden Menschen auf der ganzen Welt sprechen wird. Alle werden diesen Engel hören. In Wirklichkeit sind es 3 Engel. Ich erwähne hier nur den einen und der sagt Folgendes. Johannes sagt, offenbart es hier in Offenbarung 11, 6 bis 7. Und ich sah einen anderen Engel durch die Mitte des Himmels fliegen. Der hatte ein ewiges Evangelium, den Bewohnern der Erde zu verkündigen, alle Nationen und Stämmen und Zungen und Völker. Der sprach mit lauter Stimme,
fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Selbst mitten im Zorn Gottes spricht Gott noch hier durch einen Engel und bittet darum und ermuntert die Menschen, warnt sie und sagt, betet Gott den Schöpfer an. Und Gott redet durch viele Ereignisse. Das erleben wir auch heute mitten in dieser Corona-Pandemie und in anderen Naturkatastrophen. In 2. Chronik 7, 13 und 14 steht Folgendes: Wenn ich den Himmel verschließe, sodass es nicht regnet, oder den Heuschrecken gebiete, das Land abzufressen, oder wenn ich eine Pest unter mein Volk sende, Pest ist eine ansteckende Epidemie, und mein Volk demütigt sich, und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, so will ich es vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Das will Gott, denn er will nicht, dass wir für ewig verloren gehen. Er will, dass wir uns als verlorene Sünder erkennen, die den Erlöser brauchen, Jesus Christus. Und auch die ganze Natur, die uns umgibt, hilft uns, diesen Schöpfer zu erkennen. Und die Bibel sagt, er hat Gedanken des Friedens über unserem Leben. Er will uns erretten.